Hallo, werte Gemeinde des gepflegten Zombie-Gemetzels. Neues Spiel in der immer beliebten werdenden Genre des Zombie-postapokalyptischen Traumas unserer Gesellschaft. They Are Billions. Lustiger Titel, aber passt eigentlich gut zum Spiel, denn zum Ende hin werden die wirklich Horden von Billionen von Zombies über unsere Siedlung herfahren. Das Ziel ist es im Spiel, bis dahin eine Siedlung aufgebaut zu haben mit Defensivsystemen und einer Armee, die diesen Billionen von Zombies standhält. Wenn man das überlebt, hat man das Spiel gewonnen. Bis dahin ist es ein langer Weg. Das Spiel ist echt nicht einfach. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Und ich denke jetzt, ohne hier noch groß rumzuplappen, fangen wir einfach mal an. Ich starte ein neues Survival-Game. Zurzeit gibt es nur Survival. Geplant ist aber auch noch ein Campaign-Mode, der wird dann irgendwann nachgereicht. Das Spiel ist noch im Early Access. Ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Ich nenne es einfach mal Gemetzel. Ist immer gut. Et voilà. Ich kann hier aussuchen, zu meinem Kartentyp. Ihr seht, ich habe schon 2 weitere Karten freigeschaltet. Ich starte mal mit der ersten Karte, damit ihr die mal ein bisschen kennenlernt. Die Karte selber, die ist, ja, die kann gut oder schlecht sein. Es hat hier sehr viele Engpässe, manchmal weite Ebenen. Weite Ebenen sind natürlich gut für das Expandieren oder das Aufbauen der Kolonie, während die Engpässe wiederum gut sind für die Sicherheit. Ja, werdet ihr sehen. Ich spiele hier mal mit 120 Tage. Und der Tag ist etwa Standard. Ich finde 120 etwas angenehm, hat man ein bisschen mehr Zeit. Und ja, Medium Population ist auch okay. Das ist die Zombie-Population, wie sie im Moment ist. Das ist bei Medium schon recht viel. Gibt mir einen Score-Factor von 75. Das reicht. So, hoffe ich mal, die Zufallskarte, die jetzt generiert wird, ist nicht zu schlecht zum Starten, sonst gibt es halt einen Restart. Wichtig ist, man sollte Wald haben in der Nähe. Ich mache mal kurz Pause. Hier hat es ein bisschen Wald. Wald ist wichtig für Holz und Holz ist zu Beginn eigentlich der wichtigste Rohstoff neben Gold und Nahrung. Ich erkunde jetzt einfach mal ein bisschen und schau mal, wie das Land aussieht. Ich habe 2 Einheiten Typen zu Beginn. Das sind die Ranger, die sind ja, schnelle Erkundungseinheiten. Kann ich mir ein bisschen das Gebiet anschauen. Hier habe ich schon ein paar Ressourcen nahe bei einer Zombie-Horde. Aber die sind zu lahm, die kommen natürlich nicht nach. Okay, also hier habe ich sicher Holz. Jetzt nicht gerade übermäßig viel, aber es sollte ausreichen. Okay, hier geht es nicht weiter. Und hier geht es auch nicht weiter, ist ja interessant. Also ein kleiner Korridor würde sich anbieten, gleich hier unten zuzumachen. Deshalb kommt gleich der Soldat dorthin zur Überwachung. Jetzt schaue ich mal schnell mit den Ressourcen, die ich gefunden habe. Ja, ich kann mir jetzt eine Sägemühle bauen. Hier ist einfach wichtig, ich muss... Ja, ich sag mal so, ab 10 ist okay. Kriege ich jetzt nicht hin. Aber 9. Und ich möchte jetzt nicht so kleinlich sein, wegen diesem einen Holz neu zu starten. Also, wir versuchen jetzt einfach mal. Die Karte wird gespielt auf Gedeih und Verderb. Haben ein bisschen weniger Holz als gut wäre, aber naja. Kann ja nicht immer perfekt sein. Ja, Einheiten. Oh, das ist ein bisschen zu nah. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Der Soldat, der hat zwar eigentlich ganz gute Stats. Wir schauen uns die schnell an. Das ist der Soldat. Mit 120 Hitpoints, doppelt so stark wie ein Ranger mit 60. Dann eigentlich eines der größten Nachteile von Soldaten ist die Reichweite. Hier mit ja, 5. Während der Ranger 6 hat, nicht wirklich mehr, aber doch immerhin 1. Verglichen dann mit dem Sniper, ja, das ist ziemlich erbärmlich.
Die Schadenswerte sind eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe pro Sekunde 2 Angriffe mit 15 Schaden, also das wäre 30 DPS. Der Ranger hat nur einen Angriff mit 10, also nur 10 DPS. Sprich, Soldat macht 3-mal mehr Schaden. Aber der Soldat macht Lärm mit seiner Waffe. Und das ist vor allem zu Beginn ziemlich unschön, weil das lockt Zombies an, die im Hinterland sind. Und das kann ziemlich schnell zu einer ziemlichen Kaskade an Zombies kommen und das möchte ich verhindern. Deshalb versuche ich eigentlich den Soldaten zu vermeiden. Ich hoffe, der wird jetzt hier nicht groß was anlocken. Ich werde ihn dann vermutlich sogar scrappen. Okay, hier ist schon ein etwas stärkerer Zombie, der rennt. Das wäre natürlich toll, wenn ich hier noch die 10 Steine hätte, dann könnte ich gleich ein Soldatencenter bauen, aber... Oh, nee. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich hoffe, sie rennen mir nicht zu weit nach. Die ist auch schon fertig. Ja, ihr seht, es hat echt viele Zombies. Ah, die schaffe ich aber. Ach, super. Sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt 20 Steine. Okay. Ich pausiere mal kurz und erkläre mich, was ich hier eigentlich mache. 20 Steine und 20 Holz, das bedeutet, wenn ich jetzt im Baumenü schauen gehe, das Soldatencenter braucht nur noch 8 Arbeiter. Und ich kann es bereits bauen. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Gebäude zu Beginn, damit ich weitere Soldaten bauen kann. Die brauche ich wiederum, um die Zombies wegzumachen und zu expandieren. Und expandieren ist echt der Schlüssel in diesem Spiel. Und je schneller ich natürlich das machen kann, umso besser kann ich mehr Ressourcen abgreifen. Ja, das geht dann so weit von der Wirtschaft. Führt zu einem Boom. Okay. Deshalb bin ich jetzt so glücklich, habe ich 20 Steine gefunden. Ansonsten müsste ich die mühsam abbauen. Hier mit einer Quarry, also einem Steinbruch. Ich habe hier hinten zwar Stein. Da könnte ich vermutlich sogar relativ gut 3, 4, vielleicht sogar 5 Steine abbauen. Aber das dauert natürlich. Das dauert dann so bis Tag 4, 5, bis ich dann mein Soldatencenter habe. Ich kann es jetzt aber schon bauen. Das Einzige, was mir noch fehlt, sind Arbeiter. Und ich gehe jetzt hier mal ein bisschen ein auf die Spielmechanik, damit ihr auch versteht, wie das genau funktioniert, bevor ich hier weiterbaue. Unten rechts sind meine Ressourcen, Arbeitskraft, Energie, was auch immer, Übersicht, alles was ich so habe. Zu meinen Kolonisten. Kolonisten gibt eine Anzahl Bewohner meiner Kolonie an. Diese wiederum wird benötigt, um gewisse Gebäude zu bauen oder um Mages freizuschalten. Das sehen wir dann im Laufe des Spieles. Dann Workers, das sind freie Arbeitskräfte, die ich zur Verfügung habe. So ziemlich jedes Gebäude, das ich baue, braucht Arbeitskräfte. Ich habe nur noch einen, ist also im Moment klar der Flaschenhals. Machen wir gleich was dagegen. Food Production, um Hütten zu bauen, welche wiederum Arbeit und Kolonisten generieren, brauche ich Futter, die wollen was zu essen. Ist mit 19 noch okay, werde ich aber auch ziemlich schnell anpacken müssen. Dann Energie ist klar, die meisten Gebäude brauchen Energie, um betrieben zu werden. Ist mit 26 im Moment noch okay. Kann ich so lassen. Gut, hier ist einfach Übersicht meiner Ressourcen. Zu meinem Gold, wie viel habe ich? 1800 ist ziemlich viel, habe ich auch ein bisschen looten können, plus 189 pro Tick. Holz 20, Stein 20, ich sehe auch, ich mache hier einen Plus von 9, das kommt von der Sägemühle, die ich hier vorhin gebaut habe. Dann gibt es noch Eisen und Öl, das kommt ein bisschen später, ist im Moment nicht so wichtig. Gut, dann Gebäude, Hütten habe ich gebaut. Gesagt, werde ich jetzt dann gleich bauen, damit ich mehr Kolonisten und Arbeitskräfte habe. Dann kann ich hier Jägerhütten und Fischerhütten bauen. Das sind die ersten beiden nahrungsproduzierenden Gebäude, werde ich jetzt auch gleich bauen. Sägemühle und Steinbruch habe ich beides schon erwähnt. Dann auch wichtig ist der Tesla Tower. Bauen kann ich im Moment nur in der Nähe des Hauptquartiers, da wo die Felder entsprechend hervorgehoben sind.
Um das zu erweitern, brauche ich Tesla Towers. Die transferieren die Energie vom Hauptquartier auf weitere Felder. Damit kann ich also, ganz einfach gesagt, mein Gebiet erweitern. Die Mühle, die produziert Energie. Brauche ich im Moment noch nicht. Dann das Soldatencenter, habe ich gesagt, ganz wichtig, um neue Einheiten zu produzieren. Dann gibt es noch Defensiveinheiten. Walls, also Mauern, zurzeit nur aus Holz. Das gibt es auch ein Tor, damit ich durch kann. Und ein Türmchen dazu. Türmchen, ja, finde ich, könnte man noch ein bisschen pimpen. Ich baue sie nicht. Warum? Ich kann 4 Einheiten reinstecken. Diese 4 Einheiten kriegen einen kleinen Reichweite-Bonus. That's it. Die Einheiten sind dann aber nicht mobil. Klar, ich kann es wieder rausnehmen. Ist aber ein kompliziertes Micromanagement. Ich kann meine Einheiten einfach hinter die Mauer stellen. Die ballern da drüber. Ja, ich denke, ich finde es eigentlich eine coole Idee mit diesen Türmchen. Aber die müssen nicht gepimpt werden. Die sind, so wie sie jetzt sind, noch nicht toll. Das Spiel ist Early Access. Ich denke, da wird es noch einiges an Balancing-Updates geben. Bis dahin verwende ich das Spiel halt einfach so, wie es ist. Das heißt, Türmchen gibt es nicht. Okay. Also, die Gebäude haben die durch, Ressourcen haben die durch. Sonst gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ich sehe hier noch Tag und Stunde, wo ich drin bin. So um Tag 15, 16 kommt dann das erste Hörtchen. Das erste Hörtchen ist wirklich ein Hörtchen. Das wird immer mehr und mehr und mehr. Bis dahin sollte ich mal mein Gebiet so weit abgesichert haben, dass ich rundherum Zaun habe. Idealerweise vielleicht sogar noch ein Ballista pro Zaun oder pro Defensivstück. Ja, kommen wir dazu. Bis dahin heißt es mal Grundwirtschaft aufbauen und möglichst weit und gut expandieren, aber nur so weit expandieren, wie ich es auch wirklich absichern kann. Das ist so ein bisschen die Gratwanderung in diesem Spiel. Minimap, ihr seht, wir starten immer in der Mitte der Karte. Je weiter raus ich zum Rand komme, umso stärker Zombies sind dort vorhanden. Entsprechend werde ich jetzt erstmal ein bisschen in der Mitte expandieren. Schön wäre, wenn ich ein Gebiet finden würde in der Nähe, das ein bisschen, ja, sonst ein bisschen Flachland ist, ohne Ressourcen, ohne Wald, ohne Stein, damit ich dort meine Siedlung errichten kann, weil es macht Sinn, die Wohneinheiten möglichst zu gruppieren, weil es gibt da 2 weitere Gebäude, die wiederum Boni an die Wohngebäude weitergeben und die sind doch ziemlich mächtig, wie ich finde. Da macht es Sinn, das ein bisschen zu zentrieren, aber ich fürchte, den Luxus habe ich nicht in diesem Spiel, weil es sieht doch ziemlich zerklüftet aus. Vielleicht hier oben noch, das werde ich gleich erkunden, aber zuvor bauen wir jetzt mal die ersten Gebäude. Das heißt Wohngebäude. Ich kann mit Sicherheit sagen, hier unten wird es nicht besser vom Zerklüfteten, hier oben vielleicht schon. Also wage ich jetzt einfach mal hier oben Hütchen hinzubauen. Dabei versuche ich möglichst eine elegante Planung hinzukriegen, was natürlich meistens nicht gelingt. Aber ich denke, so ein 4er-Set kriege ich hin. Es sollte einfach noch ein bisschen Platz haben, dass die Soldaten drum herum gehen können. Das wäre dann ungefähr so. Genau, mehr kann ich nicht bauen. Wieso? Es fehlt mir Nahrung. Pro Hütte brauche ich 4 Futter. Und das habe ich jetzt schon alles aufgebraucht. Deshalb kommen gleich futterproduzierende Gebäude nachgereicht. Zum einen das Fischerhütchen. Die werden natürlich ans Wasser gebaut. Ich hoffe jetzt einfach, hier hat es keine Zombies gleich. Hier unten könnte ich noch nicht. Und zum einen die Jagdhütten, die machen sich besonders gut in der Nähe von Wald. Zum Beispiel hier. Okay, das sollte dann so zwischen 20 und 30 Futter geben.
Das ermöglicht mir dann natürlich weitere Hütten zu bauen und so weiter und so fort. So kann man seine Wirtschaft weiter aufbauen. Jetzt gucken wir mal, was hier oben noch los ist. Ein bisschen Flachland wäre toll, habe ich gesagt. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Ja. Ja, es ist nicht riesig, könnte besser sein, aber... Oh, okay. Aber gebe ich mich damit zufrieden. Kurze Pause, neues Spielelement zum Erklären. The City of Doom. Natürlich haben wir nicht nur Horden von Zombies, die immer wieder in regulären Intervallen uns heimsuchen. Nee, das wäre zu einfach. Und wir haben nicht nur Millionen von Zombies, die auf der Karte rumlungen. Nee, wäre auch zu einfach. Nein, es gibt natürlich noch die City of Doom. Das kann sogar mehrere City of Dooms geben. Das ist mal die Tavern of Doom. Das ist eine alte Kolonie, die schon lange infiziert wurde von den Zombies. Die anzugreifen im jetzigen Status ist tödlich. Definitiv, ich mache es nicht, weil da werden Horden an Zombies rauskommen. Die werden mich innerhalb von Sekunden überwältigen. Lass ich bleiben. Werden wir aber irgendwann früher oder später uns darum kümmern müssen. Okay. Also, ich habe jetzt das Gebiet erkundet, soweit ich es erkunden kann. Und jetzt ist es Zeit für eine erste Grobplanung. Ich finde es relativ wichtig in diesem Spiel, dass man ein bisschen den Kopf einschaltet und mitplant. Man darf nicht zu perfektionistisch sein, weil das bedeutet dann Zeitverlust, Ineffizienz, fällt mir schwer, weil ich habe einen ziemlich perfektionistischen Spielstil. Ich versuche mich hier zusammenzureißen, aber ein bisschen Planung muss sein. Okay. Das heißt, ich werde wohl so in diesem Gebiet meine Siedlung aufbauen mit den Hütten. Ist nicht optimal, aber ich sehe gerade nichts Besseres. Ich werde hier oben irgendwie zumachen müssen, nicht zu nahe an der City of Doom, das wäre tödlich. Hier muss ich schauen, wie weit ich komme. Und hier unten baue ich schnell zu. Ja, ich mache hier unten keine großen Experimente, sondern das reicht mir nicht von der Zeit her, sondern ich möchte mich vor allem auf das Gebiet hier oben konzentrieren und hier unten einfach dicht machen, schnellstmöglich, dass ich da Ruhe habe. Und da werde ich dann zu meinem späteren Zeitpunkt expandieren. Das ist der Plan. Jetzt wurden Gebäude gebaut, zum einen die Fischerhütte, 14 Nahrung, die Jagdhütte 13 Nahrung, sieht man hier. Ich habe jetzt wieder einen Überschuss von 30 Nahrung. Die Hütten wurden gebaut. Überschuss von 9 Arbeitskräften. Reicht für das Soldatencenter. Tada, tada. Moment, ich schaue noch ganz kurz. Kann ich noch nicht bauen. Ich werde wohl doch... Ja, ich lasse hier mal noch frei für den Steinbruch. Aber ich werde jetzt hier das Soldatencenter bauen. Möglichst Platz sparen. Das grüne Gebiet ist natürlich toll für Farmen später. Deshalb versuche ich das ein bisschen frei zu halten. Tada! Tag 1, Stunde 14 und das Soldatencenter ist im Bau. Das ist echt sehr luxuriös. Gibt es selten. War jetzt einfach eine glückliche Fügung, dass ich 20 Steine abgreifen konnte beim Erkunden. Ansonsten dauert das länger. Super Sache. Das wäre mal das eine. Jetzt fehlen mir wieder Arbeitskräfte. Entsprechend gibt es neue Hütten. Bei jeder Hütte geht die Nahrung runter. Und ich werde mein Gebiet erweitern müssen. Dazu brauche ich Holz. Habe ich jetzt gerade nicht. Ja, bis ich das jetzt habe, werde ich aber mal erste Absicherungen tätigen. Okay. Also, hier unten ist mir einfach zu viel los. Und der Soldat macht mir zu viel Lärm. Das heißt, ich stelle hier einen Ranger hin. Dann werde ich auch hier einen Ranger hinstellen. Also ich sehe, das geht einfach darum, mal die Punkte dicht zu machen, wo sie durchkommen können. Weil wenn sie in die Kolonie reinkommen und Gebäude übernehmen, dann wird das wieder zu einer Kaskade, da kann man nichts mehr machen. Da wird das ganze Gebiet überlaufen von Zombies. Okay.
Also ein kleiner Milestone, ich habe genügend Bevölkerung, genügend Kolonisten, das heißt, ich kann meinen ersten City Major aussuchen. Ich krieg immer 2 zur Auswahl. Manchmal sind es echt No-Brainer, welchen ich wähle, wie jetzt zum Beispiel. Ich meine, Food plus 3 pro Fisherman-Häuschen ist echt cool. Den nehme ich auch. Der zweite wäre auch okay, gibt einen kleinen Bonus beim Bau von Holzmauern und Gates. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht, schon ein bisschen die Holzreserven. Aber der Food-Bonus ist einfach zu schön. Nehme ich. Dankeschön. Gucken, wie es hier ausschaut. Das ist gut. Also hier ist gesichert, hier ist gesichert, hier ist gesichert. Dann werde ich noch hier oben sichern. Ich muss, glaube ich, nicht mal Patrouille laufen. Sollte es so eigentlich ausreichen. Wunderbar. Gut. Nächstes Ziel ist, ja, Holz wäre nicht schlecht, denke ich mal. Steinbruch brauche ich noch nicht. Steinbruch ist eigentlich zu Beginn nur wichtig für Stein, damit ich das Soldatencenter bauen kann. Dann kann ich es ein bisschen ruhen lassen. Aber als nächstes werde ich dann den Wood Workshop bauen. Oh, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das sind die Industriegebäude. Da gibt es zum einen das Warenhaus. Warenhaus hat ein ziemlich großes Einflussgebiet und gibt einen Bonus auf ressourcenproduzierende Gebäude innerhalb dieses Radiuses. Plus mehr Lagerkapazität, ziemlich nützlich, ist aber noch ein bisschen Overkill für den Start. Und den Wood Workshop, das ist das erste Forschungsgebäude auf Holzbasis. Werde ich möglichst schnell jetzt auch nachbauen, damit ich zum einen die Ballistas bauen kann. Die geben ziemlich gut Sicherheit an den Grenzen. Aber auch andere Dinge, die schauen wir dann an, wenn es soweit ist. Ja. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich habe mal die Basic erklärt vom Spiel, um die erste Episode zu beenden. In der zweiten Episode geht es dann darum zu expandieren. Ne, zuerst, gut, ist es auch mit Expandieren behaftet. Ich werde hier erstens mal diese 2 Gebiete dicht machen, mit Mauern absichern, damit ich hier Ruhe habe. Hier oben muss ich dasselbe machen, weiß ich noch nicht genau wie. Und dann kommt die Expansion in dieses Gebiet. Ich werde aber vermutlich vorhin schon ein paar Tesla Towers in die Richtung bauen müssen, damit ich weitere Hütten hinkriege. Ja. Schauen wir uns an in der Episode 2. Bis dahin alles Gute. Bis dann. Tschüss.